Ciao zusammen und willkommen bei einem neuen Video von mir. Und heute gibt es wieder eine Game-Präsentation. Und heute wird sie ein bisschen spezieller sein. Und die ganze Geschichte, die wird es jetzt dann gerade geben. Ja, da wären wir jetzt also wieder einmal am Tisch. Und heute gibt es wieder einmal eine Game-Präsentation. Und zwar gesehen auf den gesamten November jetzt 2019. Und ich muss eben sagen, gerade letzten Monat im Oktober, da habe ich mich zockermäßig überhaupt nicht wohl gefühlt. Und der November, der ist jetzt wieder komplett anders. Ja, und naja, ich gehe noch ein bisschen genauer nachher auch noch drauf ein. Und heute bei dieser Game-Präsentation, auf die Games, die ich heute zeige, auf die freue ich mich jetzt besonders. Und ein Spiel ist auch drunter. Das gibt bei mir wieder echte Gefühle, wie damals, als ich mein allererstes Game-Präsentationsvideo gemacht habe, im November 2016. Also das ist genau 3 Jahre her. Ja. Und welches Spiel, das die Gefühle ausgelöst haben, das zeige ich natürlich später noch. Aber ich werde auf jeden Fall oben auch noch im Video verlinken zu dem Video, das ich eben damals gemacht habe, im November 2016. Falls das natürlich auch noch irgendjemand anschauen will. Und jetzt werde ich die 3 neuen Games im November präsentieren. Und der Wackis, der wird sie mir jetzt bringen. Ja, und die Geschichte, die fängt nämlich an mit Anfang November, wo ich mich eben noch nicht so wohl gefühlt habe. Dann habe ich werde am Schluss vom Video noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Jetzt geht es natürlich zuerst mal nur um die Games. Und zwar habe ich an dem Tag eben 5 Spiele verkauft und dafür 2, wenn man so will, neu gekauft. Und das erste von denen ist Judgment. Ja. Und zwar ist das Judgment genau vom gleichen Entwicklerstudio wie von den Yakuza Games. Und ich habe selber schon das Yakuza 3, das Yakuza Zero und das Yakuza 6 gespielt. Also ich bin dementsprechend schon ein bisschen ein Yakuza-Kenner. Und das ist einfach eine ganz neue Geschichte, wo es da um einen Privatermittler geht. Das ist genau der, wo da eben drauf ist. Ja. Und das ist auf jeden Fall mal etwas anderes und mal etwas richtig Cooles. Und das natürlich dann auch im vertrauten Umfeld von vom fiktiven Tokio-Stadtteil Kamurocho. Also ja, das ist auf jeden Fall richtig cool. Das habe ich mir nämlich schon lange mal zulegen. Und jetzt hat es halt einfach die Situation eben Anfang November ergeben, dass ich mit den 5 Spielen, die ich verkauft habe, dann habe ich mir gedacht, ja, dann gönne ich mir jetzt auf jeden Fall das Judgment. Und das andere, was ich noch dazu genommen habe, es ist zwar eine CD, aber es sind im Prinzip 2 Games. Und zwar habe ich mir am gleichen Tag auch noch Shenmue 1 und 2 gekauft. Ja. Und das natürlich gerade mit dem Hintergrund, dass jetzt in diesem Monat, jetzt im November 2019, auch noch das Shenmue 3 rausgekommen ist. Und das habe ich eben auch dort gesehen. Übrigens, das Judgment, das ist ganz neu gesehen. Und das Shenmue 1 und 2 ist ein benutztes Spiel. Ja. Nur nochmal, um darauf auch noch aufmerksam zu machen. Und das ist halt einfach ein Remake eben von den älteren Spielen, Shenmue 1 und 2.
Und ich habe mir letztes Jahr auch schon vom Shenmue 2 ist es, glaube ich, gesehen. Einen Livestream angeschaut. Und das ist wirklich lustig gewesen. Dann habe ich gedacht, hey, da kann ich sicherlich irgendwann mal das Spiel zocken. Und jetzt hat es sich halt einfach ergeben. Und ja, die 2 Spiele habe ich mir neu gekauft, Anfang November, genau. Und jetzt kommen wir eben noch zu dem Spiel, das ich mir jetzt erst gerade letzte Woche bestellt habe. Und zwar, natürlich habe ich da auch zuschlagen. Das habe ich erst diesen Monat entdeckt, dass das überhaupt rauskommt. Und eben in Anlehnung auf mein allererstes Game-Präsentationsvideo von 2016, das ich eben schon verlinkt habe in diesem Video, ist es Definitive Edition von Shadow of the Tomb Raider. Oh. Ja, die gesamte Version vom Nachfolger von Rise of the Tomb Raider. Und als großer Tomb Raider-Fan seit 1996 darf ich mir natürlich so etwas nicht entgehen lassen. Das ist richtig, richtig cool. Ja. Und eben, erst etwa so eine knappe Woche, nachdem ich da eben das Judgment und Shenmue 1 und 2 gekauft habe, habe ich überhaupt erst gelesen, dass das rauskommt. Und ich dachte, ja, da wird es auf jeden Fall eine Game-Bestellung geben. Und jetzt ist es auch da. Und jetzt will ich auch noch ganz schnell noch die CDs zeigen. Ja, genau, und das mache ich jetzt. Und zwar eben hier noch einmal vom Judgment. Und das habe ich mir natürlich jetzt seit Anfang November nicht entgehen lassen, es schon einmal zu zocken. Und es fühlt sich natürlich auch an, richtig wie ein Yakuza-Game, oder? Und es macht auf jeden Fall sau viel Spaß, weil es auch ziemlich viele neue Elemente hat, wie eben Detektivermittlungen und so Sachen. Es ist wirklich sehr gut gemacht, finde ich. Und die CD sieht auch recht cool aus. Und es hat sogar noch ein Wendecover. Und ein Sticker hat es sogar auch noch. Ja. Ob der irgendwann mal bei mir hängt, irgendwann oder sonst irgendwas. Wer weiß. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr coole CD. Und aus Shenmue 1 und 2 hat auch ein Wendecover, das kann man da hinten dran auch sehen. Und das ist die CD, wo wieder mal nicht gerade ist. Aber das sind natürlich so richtige Klassiker, oder? Ich glaube, das ist damals auf dem Dreamcast, glaube ich, rausgekommen. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Und die Konsole, die habe ich halt nie gehabt. Umso cooler ist natürlich, dass es jetzt das Remake da gibt auf der PlayStation 4. Und wer weiß, wenn ich die beiden Spiele irgendwann einmal gemeistert habe, gibt es vielleicht auch irgendwann einmal Shenmue 3. Wer weiß. Da hat es übrigens auch noch ein Poster. Ja. Aber ob das mal bei mir hängen wird, das weiß ich nicht wirklich. Denn da gibt es auch andere Kandidaten von Sachen, die ich noch gerne aufhängen würde. Aber die CD sieht auf jeden Fall richtig cool aus, muss ich auch sagen. Macht richtig Stimmung für das Spiel. Und da eben da beim Shadow of the Tomb Raider, da sehen wir natürlich zuerst mal grosse Leere, das finde ich ziemlich schade. Überhaupt nichts, kein Büchlein, nichts. Und das für eine Komplettversion, oder? Das ist schon ein bisschen schade. Und das ist die CD. Auch eher eigentlich nur in schwarz gehalten eigentlich. Wird dann wahrscheinlich einfach der Inhalt vom Spiel
für sich dann zu reden machen. Also, darüber kann ich jetzt überhaupt eben nichts sagen, über das Spiel, denn es ist mir schon klar gewesen, dass ich das auf jeden Fall irgendwann spielen will. Das ist genau gleich wie der Fall auch beim Red Dead Redemption 2. Habe ich auch beim Shadow of the Tomb Raider keine Videos geschaut drüber, keine Livestreams, nichts, weil ich alles für mich selber dann erleben will. Wow, richtig scharf, ey. Ja, wir sind schon einige Wege zusammengegangen. Seit meiner Kindheit. Und jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr scharf. Ah je. Ja. Oder doch? Doch, jetzt geht's wieder. Ja, also das wären die CDs gewesen. Und jetzt möchte ich eben noch zum Ende vom Video noch schnell ein paar Anekdoten eben auch noch erzählen. So, jetzt sind wir wieder da. Und der Wackis ist auch wieder da. Und ja, ich muss wirklich sagen, nachdem der Oktober eher deprimierend war, gaming-mäßig, ist der November wirklich sehr cool gewesen. Und eben warum der November so toll war, das hat auch wirklich damit zu tun gehabt, von eben Anfang Monat, wo ich mir das Shenmue 1 und 2 und das Judgment gekauft habe. Denn dort habe ich eben 5 andere Games von mir verkauft. Ja, weil eben, es ist ja wie, im letzten Video habe ich es auch schon gesagt, dass ich da Games verkauft habe. Ich möchte jetzt zwar in diesem Video nicht auf die Games eingehen, die ich jetzt verkauft habe, weil das wäre für mich einfach zu deprimierend. Aber eben, das hat mir auf jeden Fall gefallen, dass ich die 5 Games auch verkaufen konnte, weil für mich haben die einfach keinen Sinn mehr gemacht. Und das hat dann dazu geführt, und da kommt eben der PogChamp-Moment, dass ich für den ursprünglichen Preis fürs Shenmue 1 und 2 und das Judgment dank der verkauften Games nur 50% vom ursprünglichen Preis haben müssen zahlen. Das ist wahnsinnig, Mann. Ich denke, wow, also ich so, wow, wow, Ja, es ist wirklich so. Ich hätte natürlich nicht damit ahnen, dass der Preis nachher so weit nach oben geht, oder? Aber das ist auf jeden Fall hammermäßig gewesen. Und mir hat das so viel Freude gemacht. Ich bin gerade wieder bei guter Laune gewesen. Und kurz darauf habe ich natürlich auch schon angefangen mit dem Judgment spielen. Und das macht auf jeden Fall richtig Bock. Und ja, ich denke mal, wir verabschieden uns jetzt hier an dieser Stelle. Und wir hoffen natürlich, das Video hat euch gefallen. Und es ist jetzt natürlich wieder vorfasnachtliche Game-Action, zumindest für uns. Denn es ist mittlerweile jetzt dann schon Dezember und die Fasnacht ist nicht mehr weit. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich dann in einem anderen Video. Bis dann!